Hören wir, wie es blättert. Das hier ist das geniale Rezept von der Patricia. Natürlich mit Herdöpfeln, Lauch und das Ganze ist ein Herdöpfel-Lauchgratin. Wie das funktioniert, siehst du jetzt gerade. Und jetzt geht es weiter mit den Zutaten. Eben, der Garten produziert so viel Lauch, oder, dass wir jetzt zu dem Lauch ein bisschen Rahm nehmen, Milch, Herdöpfel, Also, Sprinz oder Parmesan und verschiedene ständige Gewürze. Jetzt kannst du zeigen. so. Und natürlich, Herdöpfel gibt es, also braucht es Herdöpfelgewürz. So. Jawohl. Ich wünsche dir ein fantastisches Kochen Danke. und ein Riesenerlebnis. Danke. Und bis bald. Bis bald. Und wenn du das gern hast, kannst du den Kanal noch hier bei uns. Mach doch da unten noch ein Stimmel Vielleicht auf. kommt da mal was Normales hier, gell? Das kann Also, passieren. Danke. Also, Ah, tschüss. danke, meine. Ciao, Bis ciao. nachher. Ciao. Willst Lass du? den Lauch. Ah, mit Lauch da. Ja, noch. wie soll ich Tschüss. einen Lauchgratin Ciao, machen? Tschüss, ciao. Also, Lauch habe ich geschnitten, Kartoffeln habe ich geschält und geschnitten, so in dünne Scheiben. Und die Hai, bitte mehr aufpassen als ich. Passiert es doch ab und zu. Aber sie sind geschnitten. Da kommt jetzt, ich benutze eine Pfanne und eine Gratinform. Zuerst mache ich hier den Lauch mit ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Wer oft hier isst oder nicht das erste Mal, wenn du das erste Mal bist, willkommen. Und wenn du immer da bist, willkommen nochmal. Ich mache oft ein bisschen mehr Olivenöl in die Pfanne. Ich mache jetzt extra nicht so viel. Es hat einen Grund. Dann mache ich hier den Lauch. Habe ich nicht gezeigt, aber ich habe einfach so Lauchstangen in die Mitte geschnitten und nachher Streifchen gemacht. So. Und dann lösen sie sich von allein. Einfach anbraten. Damit auch hier schon mehr Geschmack abgibt, gebe ich natürlich schon Herdöpfelgewürz. Weil ich weniger Öl drin habe, muss ich schon öfters umrühren. Ich will nicht, dass der Lauch hier am Boden hockt, so fest verbrennt. Ich will nur wirklich, dass er noch mehr Aromen entwickelt. Ein bisschen Aroma auch hier schon in die Pfanne abgibt. Wir machen teilweise das mit dem Knoblauch, oder? Einfach in die Pfanne reiben. Fürs Fondue, aber auch fürs Gratin. Ich mache das hier anders mit dem Lauch. Es gibt schon einen kleinen Satz vom Lauch und Gewürze. Ich lasse nur ein bisschen hier bei kleineren, also niedrigerer Hitze, nicht so super heiß, solange es dort kocht, nur damit ich hier ein bisschen mit Milch und Rahm mischen kann. Ich nehme Vollmilch und Vollrahm. Man kann aber auch halb Rahm und halb Milch nehmen. Also Milchtrink, glaube ich, heißt der, wo weniger Fett hat. So, nehmen wir noch ein bisschen Milch hier. Gut. In der Zwischenzeit, der Lauch ist nicht mehr so knackig, oder? Er ist schon ein bisschen gekocht, angebraten, so weicher, aber riecht noch besser. Da kann ich aus der Pfanne nehmen. Ich stelle kurz hier ab, dass ich mich selber nicht stresse, oder? Da sollte man nichts beim Kochen haben. Nehme ich weg, raus der Pfanne, muss die Pfanne gar nicht waschen. Einfach nochmal einstellen. Und dann kommt gerade Milch-Rahm-Mischung hier drin. Mit dem löse ich jetzt diesen Satz. Man kennt das hier vom Kanal, dass wir das oft mit Weisswein machen oder mit Bouillon. Ich mache das jetzt mit der Milch. Also der ganze Geschmack hier vom Gewürz und Lauch wird in diese Milch transferiert. Also Milch-Rahm-Mischung. Ich habe was vergessen. Ich hätte das schon in die Milchmischung dort machen, aber ich mache es hier. Einfach ein bisschen weniger Hitze. Und dann machen wir hier das Herdöpfelgewürz. Machen wir das Raclette-Fondue-Gewürz. Das spart uns die Arbeit, dass wir jetzt Muskatnuss frisch raffeln, weil hier schmeckt es ja super frisch. Und es hat auch Muskatnuss drin und ein Stück aus Pfeffer. Also ich hätte auch können dort schon in diese Messbecher machen. Jetzt kann ich wieder hier kurz rühren. So, jetzt. Dann kann ich nochmal ein bisschen rauf mit der Hitze. Und Herdöpfel kommen dann. Die werden ein bisschen vorkochen hier in diese Milchrahmmischung. Ich habe für diese Gratin mehlige Herdöpfel genommen. Dann saugen sie viel besser die Flüssigkeit
und die Aromen in diese Flüssigkeit. Schön verteilen, dass alle Herdöpfel wirklich unten Creme-Milchmischung ist. Und dann lasse ich hier aufpassen, schauen, nicht weglaufen. Ich lasse es hier jetzt aufkochen. Und bei Milch weiß man ja, es kann sein, dass es überkocht, also muss ich in der Nähe bleiben. Ich nehme nur das Messer hier weg, nicht, dass ich mich nochmal schneide. Also bei mir kocht jetzt schon. Es geht schnell, deswegen nicht weg vom Herd. Ich kann sogar ein bisschen weniger hier machen. Ich lasse das jetzt so kochen. In dieser Zeit wird die Kartoffel gar oder schon fast gar und sie werden natürlich die Flüssigkeit aufsaugen. Ich habe bei mir, ich habe es gesehen, ein bisschen viel genommen, aber für dich gibt die Menge da unten, richtige Menge Herdöpfel, richtige Menge Milch und Rahm, dann wird es passen. Das heißt, bei mir lasse ich ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen heißer, bis die ganze Flüssigkeit verdampft und gleichzeitig von der Herdöpfel aufgenommen wird. Wenn es bei dir weniger ist, dann musst du einfach weniger lang lassen. Aber unbedingt aufpassen. In der Nähe bleiben. So. Und dann nutze ich die Zeit, nur um da meine Gratenform ein bisschen einfetten. Man kann das natürlich auch mit Butter machen. Ich habe Olivenöl gleich hier nebendran. Dann mache ich das. So ist viel einfacher zum Putzen nachher. So, bereit? Jetzt, siehst, bei mir ist jetzt die Soße schon reduziert, beziehungsweise ein bisschen ist verdampft und Geschmacksteil in die Herdöpfel aufgenommen. Ich bin immer dabei geblieben, muss ich sagen, und habe immer geschaut, weil teilweise fangen an, einige Herdöpfel probieren am Boden zu hocken, das wollen wir nicht. Jetzt stelle ich hier ab und meinen Lauch, den ich vorher angebraten habe, oder, mische ich da drin. Ich habe auch schon probiert, das nachher erst in die Gratenform zu machen, aber dann kann man das schlechter verteilen. Also ich finde, hier ist besser zum Verteilen. Man könnte das auch so essen, ganz ehrlich. Man könnte die Herdöpfel hier bis fertig kocht lassen und dann so aus der Pfanne essen, so wie es fein riecht. Aber wir machen Gratin, habe ich versprochen. Also, Gratenform, eingefettet, mit Butter oder mit Öl. Dann kommt es da rein. Ich mache es wirklich so und verteile nachher. Deswegen, Sie dürfen hier nicht verkochen, die Herdöpfel. Sie müssen fast gar sein. Also fertig gar werden sie im Ofen. Es hätte ruhig noch mehr Flüssigkeit können haben. Fast zu lang. Aber das ist gut, sie sind auch schon fast gar. Müssen nicht mehr lang im Ofen bleiben. Also ich tue das schön jetzt verteilen, gleichmäßig. Nehme ich natürlich auch was. Oh, das schmeckt fein, wie beim Fondue, das was so am Boden bleibt. So. Wer weiß, jemand wird Glück haben und das erwischen. Und dann, bevor in den Ofen kommt, verteilen wir noch ein bisschen Parmesan oder Sprinz drauf. Anstatt Käse kann man auch Paniermehl machen. Das ist super, weil es gibt auch eine feine Kruste nachher, wenn man aus dem Ofen nimmt. Ich nehme das so, jetzt kann ich noch anfassen, bald wird es zu heiß. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt. Nur weil ich vorher nicht gesagt habe, sobald ich angefangen habe, habe ich meinen Ofen bei 190 Grad und Umluft eingestellt. Bei dir einfach Temperatur, wie du bei etwas nehmen würdest, wo man aufschmelzen muss. Einfach. Der Gratin ist schon fast fertig. Muss wirklich nur der Käse schön goldig werden und in dieser Zeit wird der Herdöpfel auch komplett gar sein. Mir reicht die Zeit knapp, um so aufräumen, bis fertig ist. Schmeckt fantastisch. Ich habe schon gemeint, dass du schneller kommst, aber was ist das jetzt? Ich komme extra als Doktor. Ich habe mitbekommen, Moment, aber wir müssen den Topf zumachen. Da, Dr. Stedi. Geht. Nein, wie hast du das hingekriegt? Ja, ich sehe alles und Es höre ist alles alles in dieser Beste. Firma. Es ist alles Beste. Sicher? Ja, ich bin vorher schon super versorgt worden. Ihr seht, ihr müsst Mit immer schauen, Pflästerli. wie man eine Frau wehtut. Das war eine Lektion hier. Übrigens, den haben wir früher noch gebraucht für Fabrikführungen, die wir noch gemacht haben. Haben die gedoktert, oder? Nein, es ist einfach früher ist Lebensmittel und Weiss ist der Standard gewesen. Und heute habe ich jetzt gedacht... Und jetzt ist Lebensmittel und Pink. Genau. Ah. Überall, wo es pink ist, ist fein. Ich bin Ich so geb's dir. froh, ist der Patrizia nicht mehr passiert. Stell dir vor, sie Nein, hätte ich sich bin den nicht verblüht. Das ist Finger alles. vor laufender Kamera
Honey. Abgeschnitten, habe ich gemeint. Nein, nicht ganz. Also, danke für deine Fürsorge. Ist ganz nett. Und dir danke fürs Dabeisein. Probieren. Also, Lauch, Herdöpfel. Lauch, Herdöpfel. Gärten mit dem Lauchmikrofon, das jetzt klein ist. Genau, der ist jetzt weg. Hast kein Mikrofon mehr. Dafür ein Kittel. Wie wir Mediziner sagen, perfekte Diagnose, sensationell. Sehr gut. Patient. Und jetzt muss ich noch Lebt. so eine Unterschrift machen, die ich immer lesen kann. Hey, Ja. wieder einmal mehr. Hervorragend. Jetzt einfach noch ein Tupf Herdöpfelgewürz drauf für Freaks. So Wenn man wie das will. Wenn du das gut gefunden hast, bis am Schluss geblieben bist, dann bitte gib uns ein Däumchen Like. rauf. Kannst den Kanal abonnieren, falls du noch nicht weißt. Jede Woche kommt ein neues Rezept. Ich schneide mich nicht immer den Finger ab. Der Also- Doktor muss nicht immer kochen. Spezialedition damals. Aber es wird immer gegessen, immer gekocht. Und bis jetzt hat es anscheinend immer gut geschmeckt. Also dann kannst du auch die Heim Wir haben noch machen. nie einen Notfall erlebt, sondern immer nur Überraschungen. Und du bist jetzt dabei gewesen. Bis nächstes Mal. Danke vielmals nächstes für Mal. deinen Einsatz. Ja, Wie gesagt, das mit Schneiden, dir. Schneiden Da- musst du nicht. Kannst. Nein, ich habe Schon gut. Blut gegeben, weißt du? Herzblut. Herz, ja, so mehr Seht oder ihr? weniger. Genau. So ist es am Steady. Love, Peace, Herdöpfelgewürz. Bis in einer Woche. Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Ist mega. Das ist mega fein. Mega gut. Mein Lauch macht es natürlich aus, gell? Ja, logisch, aus dem Garten.